Ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Episode Filmléift. Wenn euch das Format gefällt, dann denkt dran, ein Like zu lassen, zu kommentieren und auch zu abonnieren. Das huet erëm zougeschloen und sie probieren mit Birds of Prey einen Film am Harley Quinn zu bringen. Ob sie da gepackt mit Birds of Prey einen besseren Film wie Suicide Squad zu machen oder ob es genauso große Flop gibt, das sieht alles hier bei Filmléift. Ex-Psychiaterin Harley Quinn hat sich gerade frisch von seinem Freund Joker getrennt. Als Strom hat gerade durch Gotham City weiß gerade nicht so richtig wohin mit sich selber. An Zwischenzeit ledet sich dann Hengien zu, rennt saufen durch die Nachtclubs von Gotham. Bis es dann enges Daseinheit vom Gangsterboss Roman Sionis alias Black Mask gerät. Das junge Mädchen Cassandra Cain hat ihm nämlich einen ziemlich wertvollen Diamant geklaut und Harley Quinn soll ihm den zurückbringen. Ob Harley Quinn den Diamant zurückkriegt, erwartet nach mit dem Diamant abzuschuhen, das sieht alles am Kino bei Birds of Prey. Also Birds of Prey ist definitiv mal besser wie Suicide Squad. Aber leider lässt DC so viel Potenzial stehen. Es wird ihnen irgendwie Gefühl, dass DC Filme immer mit ungezündeter Handbremse produziert. Und genau so ist es auch bei Birds of Prey. Den ersten Drittel vom Film ist mir persönlich sogar immens auf die Nerven gegangen. Das werde ich am ersten Drittel erfahren, dass eine Geschichte, die nicht richtig weiß, wo sie hin will, und die permanent mit Rückblenden nervt. An einer Tour gibt Plots abgemacht und nicht fertig erzählt. Immer da, wenn ihr bei einem Plot denkt, oh, das ist aber interessant, könnt ihr einen neuen Rückblender schon kriegen, den etwas Neues erzählt. Aber ab dem Zeitpunkt, wo die Rückblenden abhalten, wird der Film wesentlich mehr interessant. Was auf jeden Fall erfrischend ist, dass einem eine viel mehr kleine Geschichte erzählt wird und die Welt nicht für den großen Untergang steht. Mehr wie viel schon erzählt, lebt der Film mit ungezündeter Handbremse. An einer Szene bringt das sogar ziemlich gut auf den Punkt. An einer Szene zum Beispiel steht es für einem Regal, wo ein Baseballschläger an einen Kettensee leiht. Da lacht der Denker an die Kamera, aber hält sich der Baseballschläger. Diese Szene weist für mich, der Film hat könnte so base sein, mehr so hun sich nicht getraut durchzuziehen. Aber leider könnte das auch an den Schnitter vom Film fehlen. Die Szene ist so geschnitten, dass die ganze Wucht an den Action-Szene verloren geht. Es ist immens schade, weil der Film hat könnte so gut gehen mit so viele Kleinigkeiten, die negativ abfallen, als der Film halt leider mittelmäßig gehen. Das ist natürlich immens schade, weil besonders der Cast kann hier immens glänzen. Wenn man Margot Robbie hun sie eine perfekte Besetzung für Harley Quinn. An all Szenen, wo hat sie gesehen hat, spielte die Rolle mit so enger Hingabe, dass sie sich einfach nicht mehr wünscht, der Film ging gut gehen. Und auch die Hugh McGregor glänzt in seiner Rolle von Roman Sionis. Und die allerbeste Szene vom Film sind die, wenn die zwei zusammen auf der Leinwand zu sehen sind. Weil wenn die zwei ihren Job nicht so gut gemacht hätten, dann wäre der Film wesentlich mehr schwach. Das ist leider schade, dass die Filme immer mit den falschen Decisionen versaut. Ich persönlich hoffe, dass man mal einen Film am Harley Quinn zu sehen kriegt, wo hat richtig Gas kann gehen. Erzählt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr den Film gefallen hat, aber was dir von den DC-Filmen erhält. Und denkt van schlief drin, wenn euch das Video gefallen hat, Like dort zu lassen, zu abonnieren und auch zu kommentieren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Birds of Prey. Can I help you? Why, yes, you can. I'm here to report a terrible crime. And what terrible crime is that? This one. Ah, shit, I told this all wrong. Quick history lesson. This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. And soon enough, I was back on my feet, ready to embrace the fierce goddess within. It's oh so quiet. Now that I cut ties with Mr. J, I'm about to learn that a lot of people want me dead. All alone And at the top of that list is this guy. and so peaceful. But it turns out that wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. You fall in love. He's after all of us. We can't just rob him. You betrayed him. You killed his BFF. What? You are so cool. You never. And you're dumb enough to be building a case against him. So, unless we all want to die very unpleasant deaths, we're gonna have to work together. Sure.
Psychologically speaking, vengeance rarely brings the catharsis we hope for. Yeah. Are we ready? You blow up fuse. Devil cuts loose. So what's the use? Woo! Turn it up! Sky kicks in. Devil cuts loose. Blow your fuse. When you fall in love. Oh shit, is that a hyena in a bathtub? I named him Bruce after that hunky Wayne guy.